Mahlzeit, moin Freunde der verrückten Unterhaltung. Heute stellen wir uns mal die Frage, kann man einen Ölwechsel verrichten, wenn der Motor noch in Betrieb ist? Das heißt, das Auto läuft, das Öl wird abgelassen, wird alles wieder konform, neuer Filter, neues Öl und dabei läuft die ganze Karre dauerhaft. Stefan, was denkst du? Kann man ja wohl mal vergessen oder nicht? So im Stress und Vielleicht ist so. die Batterie auch leer, man muss Routine. die laden. Ja, oder so. Das könnte klappen, wenn man schnell genug ist. In der Werkstatt, dass man die gar nicht hört, dass der noch an ist. Ja, hier ist die Standheizung, wir hören das gar nicht. Wie normale Werkstätten arbeiten, also quasi Zeitlupe oder ganz Nö, normal? So wie du das machen würdest. Du kannst ja etwas Zeitlupe, rein beeilen. ins Video und Zeitlupe. Der letzte Ölwechsel ist auch schon ein bisschen näher, ne? Ja, Ah, der war gestern, okay. 2015. Ist nur die Frage. Und, nee, der Ölfilter geht mir zu schwer da an der Stelle. Oh ey. In der Stadt machen die Leute das ja oft ohne Ölfilter wechseln, einfach nur neues Öl, weil die ein bisschen blem sind. Keine Ahnung davon haben, deswegen machen wir es jetzt auch so. Toll, dass du jetzt alle unsere Abonnenten und Fans beleidigt hast. Irgendwas habe ich vergessen, aber ich weiß noch nicht was. Ich glaube, das Auto läuft noch. Ah, Handbremse angezogen. wir haben gelogen! Oh, scheiße. Nissan? Zitrön. Rausnehmen können. Ha? Die Powerbank schon mit rausnehmen können. Ah, krass, was die schafft, ne? Ja. Aus so einem Ding. Ach, Da kommt's nicht dran an den Filter. Ja, wie man sieht, das Auto läuft. Ne, nicht, dass ihr meint, dass wir das faken hier mit irgendeinem Motor-Hintergrundgeräusch. zu lange, oder? Ölfilter? Ölfilter? Keine Ahnung. Das Öl ist jetzt schon warm, ey. Von 5 Minuten Vollgas. Warum denn von Vollgas? Ich musste den da hinten raus. Zu den Bergen? Wir können es erstmal ohne Filter machen. Ja, du hast irgendwie Kot im Gesicht, glaube ich. Danke. Andere, ja, ey, ich muss erstmal sehen. Ja, Ja. hast du. Wir fragen lieber, wann hat Stefan kein Kot im Gesicht? Ahaha. Weil dann brauchen wir nicht so viel zählen. Dann kommen wir vielleicht auf die Summe 2. Ja, Junge, Die hat eine Kuh hingekackt. Da. Stefan hat da hingekackt. Dauert ein bisschen, bis der leer ist, Stefan. Brauchst gleich kein Behältnis mehr. Ja, ja, ist ja warm, ne? Was machst du denn jetzt hier, ey? Bücken? Was? Bitte bücken Sie sich jetzt einmal. Ja. Tolli. Wir können das eigentlich gar nicht schneiden, ne? Das ist eigentlich ein One-Take sein, das könnte es ja gefaked sein. Richtig. Das werden wir jetzt hier auch machen. Kannst du sofort die Ölkanne dann abnehmen? Die wen? Die Ölkanne, dass ich die Schraube da rein... aber Wo ist eigentlich die Knarre da? Knarre? Oh, das sieht aus wie Wasser. Hey, voll Kuh. Oh, Junge, wie viel ist da drin? Das voll ist. Oder Ich so. will jetzt einfach nur überall verteilen. Reinsaugen. Deswegen splittert das so lange. Wieder auch schon lauter. Das muss eigentlich alles alleine Stefan machen, du darfst ja gar nicht so viel helfen, oder? Der, Ja. da ist der Tisch. Kannst du noch? Fahr das Ding schon mal ein bisschen höher. Dankeschön. Ah, Ja, Frage ist, warum macht man das nicht bei laufendem Motor? Wahrscheinlich, weil man sich sonst die Hände so versaut. Das wird bestimmt der einzigste Grund sein. Ja. Guckst du? Oh, ich krieg nicht mal meinen Handschuh auf. du hast doch gar nichts gebracht, Stefan. Hätte jetzt auch helfen können. Ah, ne, da hab ich ja nicht. Darfst du nicht. Hier ist nichts geschnitten, hier ist nichts geschauspielert. Gar nicht. Jetzt ist die Bühne bestimmt zu langsam. Muss hochklettern, Leiter. Ich nehme noch eben die Lampen ab, Okay. bevor du die jetzt hier total kaputt fährst. Würde ich gerne. Total eingefädelt in die Ohren. Mann, ey. Wer macht denn sowas? Ja, gesagt. Achso, geh nicht schneller. Oder müssen wir jetzt irgendwie noch so 1 Minute für den Filterwechsel einrechnen oder so, oder 2? Ja, warten wir noch einen Moment, ne? Keine Ahnung. Eigentlich wohl, ne? Ja. So, jede andere Werkstatt würde jetzt natürlich den Ölfilter wechseln. Wir machen es jetzt mal nicht, weil der total verbastelt ist da innen drin. Man sieht da sehen. Oh, nicht so. Und da man jetzt für diesen Wechsel des Ölfilters
roundabout 1-2 Minuten braucht, werden wir jetzt einfach warten. Ja, stimmt. Oh, Ich glaube, der geht nicht kaputt. Boah, sieht aus wie Wasseröl. Boah, das ist ja totale Scheiße, da ist Anti-Laufschutz drin. Lauf? Ja, der ist gar nicht Black Racing konform. Scheiße. Das ist mein Sieb. Kannst du mal die Schraube drin versenken, ey? Kann ich nicht durch. Warum machen die Franzosen das wohl? Haben die vielleicht minderwertige Öle? Oh, so Brockengrenze. Mit etwas größeren Metallstücken, Spänen, Span? Hätte jetzt eine Fachkraft den Ölfilter schon gewechselt können haben? Ja, eigentlich schon locker. Ich kipp mal neues Öl drauf. Dann warte noch einen Moment. Ja, dann kippen wir mal. Oh. Junge, das ist echt flüssig, ey. Schmackhaft. Ja, das ist richtig. Ja, dem Auto soll das eigentlich egal sein, ob der Kocht das ein hat bisschen. oder irgendein anderes Öl. Oh, jetzt. Fängt ja nicht an zu flackern. Stimmt, weil der Ventildeckel voll ist mit Öl jetzt. Geht der geil so schnell weg. Aber das war jetzt eigentlich zu langweilig, oder? Das ist aber leider die Realität. Weil eigentlich nichts passiert. Aber wenn wir Bremse reinigen, aber direkt sauber machen. Außer Spesen nichts gewesen. Läuft der immer noch. Ja, das ist toll. Da können wir bestimmt noch mal ein Video mit diesem Kfz machen. Vielleicht. Das muss aber so richtig vergewaltigt werden. Ja. Jetzt können wir dem biologischen System direkt auch wieder hinzufügen. Ja. Nicht brennen bitte, danke. Schnell zumachen. Was schauen wir, jetzt muss man den Zettel ausfüllen. Ja, das stimmt. Also, So, das war der Ölwechsel. wie lange hat die Prozedur gedauert, Stefan? Ich habe jetzt 10 Minuten auf der Ein Kamera. kurzes, 10 Minuten haben wir auf der Kamera. Ungeschnitten, ungemacht. 8 Minuten. Ist das realistisch? Ja. Ja. Die schreiben immer 3 Stunden auf oder so, weil die nichts können oder so. Weil die zu faul sind. Ja, da muss man ja, ne? Also man muss ja wenigstens mal reingucken. Von Ölwechsel in der Werkstatt, Arbeitskosten? 50, 60 Euro. Eine rote Firma mit dieser weißen Schrift und 2 Autoreifen mit 3 Buchstaben. Ich glaube, da habe ich mal gesehen, 65 Euro, glaube ich. Oh! Nein, wir machen hier keine Product Placements über irgendwelche Firmen und stellen sie vor und kriegen dafür auch noch Geld, dass wir sie nennen. Ja. Die darauf ausfüllen. Oh, auf diesen Zettel, ne, darauf scheiße ich. Die muss man extra klein machen und dann in den Papierschredder stecken. Cool. Wenn ich euch zeigen darf, was der Papierschredder ist. Da kommen die Zettelchen rein. Da. Oh Junge, was ist das denn? Ja, ist schon. Aber nein. Wir wollen das Auto noch irgendwann einmal vergewaltigen. Ja, aber ich muss diesen Zettel doch jetzt. Bist du? Hammer. Ah. Mit der Hammer, glaube ich. Das ist, Oh, jetzt holt der gleich ganz schön, oder? Ist laut? nö. Fallkerb reinschneiden. Hast du es gelernt in der Luftfilterdemontage? Ja. Ah, Die Drosselklappe. ey, du hast gezaubert! Jetzt können wir darüber was einflößen, dann saugt den Staubfett. Das ist richtig ekelig, ey. Motoren müssen geschmiert werden, oder? Jaul. Jaul muss der. Du machst ja doch nichts. Schmeckt die mal Scheint alles schmiert? so gut.
Wenn ich im vorherigen Video vielleicht sogar schon eine Montage dieser Stallheizung gesagt. Ja. Ja. Habe ich nicht gesagt, dass wir die sogar empfehlen können. Ist sofort aufgehoben. Weil mehr tut mir nicht. Stefan! Ja, habe ich schon gesagt, die Standheizung ist der totale Scheiß. Weil mehr wie Qualm kann die scheinbar nicht mehr. Jetzt ist sie sogar wieder aus, glaube ich. Mal geht sie an, mal geht sie aus, mal qualmt sie schwarz, mal weiß. Ja, Je nachdem, wie gerade der Papst, ne, und so. So, Ölwechsel ist vollzogen, Auto läuft noch. Das heißt für euch natürlich, dass wir dieses Auto definitiv in einem nächsten oder einer der übernächsten Videos definitiv nochmal wiedersehen werden. Vielleicht ist es jetzt nicht ganz so schlimm, wenn man mal den Motor laufen lässt beim Ölwechsel, je nachdem wie viel Zeit man sich lässt. Hat natürlich eigentlich gar keinen Sinn, den anzulassen. Aber war ein netter Versuch. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen oben da, abonniert uns weiterhin fleißig. Schaut bei Instagram vorbei. Und dann werden wir uns jetzt noch eine Runde köstlich amüsieren.